Shalom Aleichem. Die Arbstig Yom Tovim und Vakazies haben übergemischt in unser jüdisch Kalendar, aber jetzt gehen wir weiter. Und ich will auch ein der Monen, als dem 1. Oktober 1882 ist in Berditschew geboren geworden der jüdische Schriftsteller und Sprachforscher Noach Prelutsky. Sein Tate Zvi Prelutsky ist gewesen ein vermöglicher Jid und ein jüdischer Verleger. Die Gymnasie hat Noach verendigt in Warschau und Mamschach gewesen seine Lehre in der Warschauer Universität, wo hat studiert Jurisprudenz. In 1903 wird arrestiert für Organisieren einer Demonstration in einem polnischen dramatischen Theater auf der Vorstellung von der antisemitischen Pjese Gildener Kalb. In den weiteren Jahren ist Prelutsky gewesen aktiv sei in dem jüdischen politischen und gesellschaftlichen Leben und sei wie ein Schriftsteller in Peterburg, Warschau und Wilna. In den studentischen Jahren hat sich beteiligt in der Tschernowitzer Sprachkonferenz 1908 und gewesen ein Mitglied von dem Komitee von 7, wo es hat ausgearbeitet die Resolution wegen Jiddisch wie eine nationale Sprache von jüdischem Volk. Seine vielfachige journalistische Tätigkeit hat umgegeben wie ein Mitarbeiter von Weg unter der Redaktion von seinem Vater, Zvi Prelutsky. In derselben Zeit hat Noach sich aktiv vernommen mit dem Forschen Jiddisch und dem jüdischen Folklore. In 1910 hat Noach Prelutsky etabliert die tägliche Zeitung Der Moment, wo es ist herausgegangen bis September 1939, wenn die Nazis hereinmarschiert in Warschau. Wenn es ist ausgebrochen, die Zweite Weltmilchume, hat Prelutsky sich durchschlagen in Wilna und dort weitergetun seine wissenschaftliche Arbeit und sich vernommen mit Kulturtätigkeit. In den ersten Tagen von der Okkupation, bis die Faschisten zu binden die Milchume mit Sowjetenverband, ist Prelutsky gelegen krank auf Lungenentzündung. Er ist arrestiert geworden von der Gestapo dem 28. Juli 1941 und ermordet geworden dem 18. August in demselben Jahr.